Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, es geht noch gut, hoffentlich alles klar. Willkommen beim zweiten Video zu den DLC-Maps vom Expedition-Paket fürs Titanfall. Die zweite Map, die ich euch zeigen möchte, hat den wunderschönen Namen Abfluss. Erinnert vor Farbgebung so ein bisschen an Demeter, ist aber ein bisschen kleiner und bietet eben auf verschiedenen Ebenen schöne Fights, wo man sich ein bisschen andere Routen überlegen, der Gegner nicht immer nur flach angehen. Und gleichzeitig ist das auch das Gameplay, wo ihr seht, wenn ich so ein bisschen mit der Energiewaffe am Kämpfen bin, weil die muss jetzt für die nächste Generation noch ein paar Kills von den Titans machen. Man sieht auch schön, wie man mit dem Strider, mit dem Titan, der eigentlich am wenigsten panzert ist, auch noch einige Kills machen kann. Und ja, mit dem möchte ich eigentlich indirekt nicht nur die Map zeigen, sondern auch zeigen, dass es doch noch ein paar Punkte gibt, die jetzt hier in den Comments vom Swiss und vor allem vom Robin im letzten Video, ja, dass man die Sachen auch ein bisschen anders anschauen kann. Und ich meine, verschiedene Leute haben andere Perspektiven, das ist auch legitim und gut so. Und gleich kann ich noch ein paar Sachen eben hier in diesem Gameplay auch zeigen. Ein paar Mal kacke ich schön ab, ein paar Mal läuft es gut. Und zuerst einmal Respekt an Robin. Ich glaube, das ist der längste Kommentar, den er beim letzten Titanfall-Video hier auf dem Kanal gemacht hat, den ich jemals auf YouTube gesehen habe. Der Swiss hat sich auch die Fingerwunde geschrieben und die zusammen könnten schon fast ein kleines Buch füllen mit diesen Geschichten, die sie hier erzählen. Aber es ist wirklich ein äußerst wertvolles Feedback, auch mit wirklich schönen Beispielen illustriert. Und von dem her war es eine Freude, das zu lesen. Danke, habt ihr euch Zeit genommen, das Video so zu kommentieren, ganz geil. Und beim Swiss wissen wir ja, du vermisst ein bisschen die alten Crown-Zeiten, wo noch viele Leute online waren und du erwähnst das auch gerne. Und bei dir ist das auch ein wichtiger Faktor, das Soziale, und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja, wieso das jetzt nicht mehr so viel Crown online sind, ich denke, das leuchtet den meisten ein. Es hat halt auch wirklich mit dem Alter zu tun. Es ist nicht jeder Gamer, der dann ein bisschen mitgespielt hat. Man ist in der Ausbildung, man hat andere Ziele im Leben, man will nicht mehr so zocken. Es verändert sich so viel, wenn man noch so jung ist. Und von dem her müssen wir eigentlich konstant neue Leute rekrutieren. Und zwischendurch meldet sich mal ein bisschen jemand bei mir. Aber ich meine, ja, da ich jetzt auch nicht mehr so aktiv bin, bin ich ja das halt auch nicht mehr so dick am Pushen. Und wenn jemand Crown wieder ein bisschen aufziehen möchte, wieder ein bisschen aktiver möchte managen, es braucht eben schon ein bisschen Einsatz, dann könnt ihr das gerne machen. Meldet euch bei mir und dann schauen wir mal, was wir hier geben können. Und sonst, für mich passt das auf jeden Fall. Eben, wie gesagt, ich habe so viele coole Leute jetzt durch das Projekt kennengelernt. Und dadurch, dass eben der soziale Aspekt beim Gamen für mich momentan nicht ganz so im Vordergrund steht, weil ich halt einfach den ganzen Tag am Bügeln bin, dann noch so ein bisschen Family Business, Baby, Frau, alles schöne Sachen, aber alles Sachen, die halt konstant meine Aufmerksamkeit brauchen. Wenn ich dann am Oben noch ein bisschen zocken kann, ist für mich das eben noch angenehm, wenn ich so ein bisschen halt meine Ruhe habe. Und ich meine, ich kann auch meine Ruhe haben, wenn ich so ein bisschen mit Leuten am Chillen bin im Chat und so, aber häufig habe ich es halt so erlebt, dass man dann komplett zugetextet wird. Und das ist für meine Nerven zum Teil fast nicht auszuhalten gewesen. Gewisse haben das ein bisschen mitbekommen. Und darum bevorzuge ich eben das momentan so ein bisschen zu chillen. Und das habt ihr sicher auch gemerkt zum Teil. Und darum ist eben mein Kommentar, den ich beim Titanfall zum Teil auch ein bisschen liegen, sicher nicht gerade für alle gültig gewesen, weil ich denke, für die meisten ist eben der Sozialfaktor fast das Wichtigste. Und darum ist auch klar, will man das Game spielen, das am meisten spielen, ja, eben, dann können wir sonst auch FIFA spielen, oder ich weiss es nicht genau. Es geht hier wirklich nicht darum, irgendwelche Games besser oder schlechter zu machen, sondern einfach so ein bisschen meine Gedanken sprudeln, die sich hier im Hirn bewegen und noch ein bisschen auf eure Kommentare, aber auch Feedback zu geben. Das danke natürlich auch alle anderen, die kommentiert haben. Die haben halt nicht ganz so viel geschrieben, was ich natürlich auch verstehen kann. Ich erwarte natürlich auch nicht, dass jeder hier irgendwie fast an die 100 Ziele droppt. Yes, es geht. Und ja, eben das mit dem sozialen Faktor bin ich wirklich momentan in einer anderen Position. Es geht dann vielleicht wieder zurück zu dem, aber eben, ich kann momentan auch nicht wirklich irgendeine 6er-Crew oder so managen, um ein bisschen aktiver Titanfall zu spielen oder so, weil ich momentan echt nicht weiss, wenn ich zocken kann. Ja, so einfach ist es. Und ich meine, ich möchte auch nicht irgendwie jetzt hier das Family Business zurückstecken,
dass ich irgendwie noch ein bisschen aktiver mit dabei sein kann, um mich kompetitiv zu messen und all das. Weil das ist dann noch der nächste Punkt. Mir hat das eben irgendwie nie etwas wirklich gebracht in den Games, so kompetitiv und gegeneinander und immer die Matches, und ich habe das häufig als eher mühsam erlebt, weil Leute sich dann immer am Beklagen waren oder sehr häufig, und dann hat es die gegeben, die ums Verrecken nicht können verlieren und wo gerade eine Welt ist zusammengebrochen. Ich will jetzt doch keine Namen nennen, aber eben für mich ist wirklich, ich habe noch nie ein Team getroffen, wo ich mich wohl drin gefühlt habe, über längere Zeit auch aktiv irgendetwas zu spielen. Weil früher oder später eben, die einen sind abgehoben, die anderen sind nicht mehr damit klargekommen. Für mich ist einfach Gamen, soll einfach Spass bleiben, und das ist dann auch gefährlich, wenn man sich allzu fest noch ein bisschen reinsteigert. Aber das ist ja überall so. Und die das dann aber machen und auch gut machen, ich meine, der BBSC-Clan hier vom Robin, was dir alles habt freigespielt und wie gut das dir war, Respekt. Es ist natürlich nicht ganz klar, wie schwer das eure Gegner waren, und ich will das auf jeden Fall sicher nicht entwerten. Aber eben, ich meine, das E-Sports im Call of Duty Ghosts, das werden auch nicht allzu viele Leute spielen. Vermutlich mehr Leute als gesamthaft Titanfall, das ist keine Frage. Aber ja, ich meine, du hast das erwähnt und die Vielfalt von diesem Spiel und so. Das ist für mich aber auch eine Frage, weil die Games, die für alle etwas bieten, sind schlussendlich selten wirklich herausragend neu. Und das ist eben auch das, was ich beim Titanfall so faszinierend finde. Es gibt noch viele Sachen, die das Titanfall muss bieten, um Call of Duty Crowd dann auch überzuziehen. Die Frage ist, ob man das überhaupt will, die ganzen grennenden Teenager hier haben, die schlussendlich einfach gerne ins Mikro schreien, oder wie du sagen. Und auch hier will ich niemand angreifen, aber wir wissen alle, wie die Call of Duty Community kann sein. Und es ist fraglich, ob man die überhaupt überziehen will ins Titanfall, zum Titanfall, oder ob man da einfach ein bisschen Spieler haben will, die es halt einfach lieben, sich extrem flüssig zu bewegen. Und ich weiss, dass du das Game nach kurzer Zeit, ich komme jetzt gerade wieder auf dich zurück, Robin, schon ausgereizt hast, aber ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil jetzt zum Beispiel dort das Beispiel vom Strider her, Beispiel, bis man den ein bisschen im Griff hat und gerade Ogres kann ausmanövrieren und so, habe ich ein Zeitchen gebraucht, und vielleicht bist du durch das Naturtalent gewesen. Auch die Referenz, dass man gar nicht wirklich starke Waffen hat von Titan zu Titan, das habe ich nach meiner Spielstunde jetzt nicht wirklich nachvollziehen, aber eben, du hast scheinbar ein Erlebnis gehabt, das dich jetzt nicht ganz so geflasht hat. Ich würde jetzt immer zurück zum Titanfall, weil es sich einfach so gut anfühlt von der Steuerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Game macht mir so viel Spass, dass ich klar auch ein bisschen gefrustet werden zum Teil. Es gibt auch hier schlechte Spawns, wie das letzte Mal schon gesagt, gibt es auch zum Teil ein bisschen Lag. Obwohl das ja Titanfall eigentlich auf den Azure-Server läuft, und trotzdem hat man natürlich ein gewisses Ping von sich zum Server rüber. Egal, das ist jetzt technisch. Aber auf jeden Fall hat man sicher auch seine Sachen, aber ich habe einfach das Spielerlebnis, das Spielgefühl vom Titanfall ist für mich so flüssig, so angenehm. Im Call of Duty so fix auf dem Boden zu montiert sein, das macht mir fast in den Fingern weh. Ich fühle mich dort mittlerweile so langsam und so eingeschränkt. Und darum erstaunt es auch nicht, dass Advanced Warfare, das neue Call of Duty, eventuell auch ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten wird bieten. Sie probieren ja schon lange mit dem Rutschen und Dolphin Diven und ein bisschen überlehnen und so, den Leuten noch so ein bisschen mehr Bewegung in die Hände zu geben, aber irgendwie reagiert die Call of Duty Community auf das eventuell auch nicht so, wie sie wollen. Und rein von dem her kommen wir immer zurück zum gleichen Punkt. Zum Glück gibt es so viele verschiedene Sachen. Jeden das Seine, macht das, was dir am meisten eben Spass bringt. Macht das, wo die am meisten chillen oder am meisten pusht oder eben was man immer sucht. Es sind halt wirklich ganz unterschiedliche Sachen, wo die Spieler suchen, und mit dem Alter oder über die Zeit, über die Erfahrungen, die man macht, ändern sich dann die Vorlieben auch wieder. Das ist ja völlig logisch und auch nichts Schlimmes. Es wäre ja fast ein bisschen tragisch, wenn etwas im Leben immer gleich wird bleiben. Klar ist es schön, wenn man immer gesund bleibt und immer alles schön bleibt und so, aber ja, ich weiss nicht, vielleicht entgehen einem dann gleich so ein paar Erfahrungen, die man eigentlich noch hätte machen können, die noch easy wären gewesen. Und jetzt sind wir schon fast ein bisschen zu fest im Teig und leben zu philosophieren.
Ihr habt ein bisschen viel geschrieben, habt ein bisschen philosophiert und ja, das ist jetzt in dem Sinne mein Feedback. Wenn ihr ein bisschen aufs Gameplay noch geschaut habt, ist euch eben vielleicht aufgefallen, dass ich ein paar Mal echt dumm bin gestorben. Vor allem gerade mit der Energiewaffe habe ich mich nicht immer intelligent angestellt, aber zum Teil wollte ich das Scheißteil einfach abführen und ja. Zum Teil ist man halt schneller tot, als man schiessen kann. Aber schlussendlich ist es nicht so tricky mit der Energiewaffe, zum Glück auch, weil ja, 30 Kills muss man glaube ich machen, dann kann ich endlich zur Generation 5 wechseln. Die dritte Map zeige ich sicher auch noch, die im Wald, das ist eigentlich die coolste, finde ich. Und ich muss sagen, ich freue mich extrem auf weitere Maps von diesem Game und eben auf das Titanfall 2 und dann wird es dann hoffentlich auch ein bisschen mehr bieten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hoffe, es wird nie einen Singleplayer-Modus haben, weil ich finde, dass sie verschwendete Ressourcen. Für mich hat Call of Duty schon lange nur noch als Multiplayer-Game rauskommen. Ich hoffe, es wird ein paar mehr Waffen haben, die Level vielleicht auch ein bisschen anders sein. Aber eben das mit den Bots, viele nervt das, aber der Punkt ist, das geht gar nicht darum, dass das einfach das Kanonenfutter ist, sondern dir die Möglichkeit gibt, willst du die Preis geben, wenn du keinen Schalldämpfer hast, um den abzukassieren, nimmst das Risiko in Kauf, um ein paar Sekunden ab deinem Titan-Timer abzuschnitzen oder nicht. Und ich meine, mit der Zeit kannst du die ignorieren und dich nur auf Piloten konzentrieren, genauso wie die Maps, die sind gar nicht so gross, wenn man ein bisschen weiss, wo die Hotspots sind. Und das ist klar, jemand, der das Game länger spielt, wird sich meistens besser auskennen als jemand, der es nur kurz gespielt hat und was vielleicht nicht so geflasht hat. Darum kommen wir wirklich immer wieder zum Punkt zurück, jeden das Seine, und ich hoffe, ihr habt Spass mit dem, wo ihr am Zocken seid. Vielleicht treffen sich mal für das Titanfall. Jetzt Auffahrtsweekend ist ja der nächste Woche und eventuell wird ich dann dort etwas ankündigen. Es gibt ein paar Leute, die gerne mal auf dem PC eine Runde würden spielen und vielleicht könnt ihr auf der Xbox One auch etwas anreissen und dann spielen wir mal ein paar Stündchen. Noch ein bisschen auf das Titanfall wieder lustig machen. Ich muss noch schauen. Jetzt habt ihr hier noch ein bisschen schwarz gesehen. Ich hoffe, sonst seht ihr nicht allzu schwarz. Macht's gut. Ciao zusammen.